Lässig, cool, leiber und fetzig oder steil. Mit diesen Worten warf man vor 10 Jahren herum. Heute ist alles Oida. Alter, Tanz! Alter, geil wird das! Alter, dampfen tut's! Dampfen tut's heißt übrigens, es ist heiß. Logisch, wenn man so Gas gibt wie diese Girls. Also ich würde sagen, wir fangen so an. Wir stellen sich einfach mal gerade auf. Und dann, wenn es kommt, so quetscht die Luft, quetscht, dass wir immer so steigen. Quetscht die Luft, quetscht die Luft, quetscht die Luft, quetscht die Luft, quetscht die Luft. Mit dieser Tanzperformance wollen Sie nächstes Wochenende die Jury der Castingshow Die große Chance beeindrucken. Ich habe mir gedacht, wir könnten ja zu einer Castingshow gehen und tanzen und dazu auch singen, weil nur dazu den Tanz von Lukas Blöchel macht sicher kein zweiter noch. Weil auf die Idee kommt, glaube ich, keiner. Aber ist das ein Talent, Franzi? Naja, als Talent darf ich das jetzt nicht so wirklich bezeichnen. Es ist einfach was Außergewöhnliches. Er ist es, für den die Mädchen schwärmen. Lukas Blöchel, Frontmann der Trackshitters und Schwiegermuttertraum. Weiß der Lukas Blöchel schon Bescheid? Ja, der weiß Bescheid. Mit dem habe ich schon drüber geredet, der findet das auch recht cool. Sie sind einfach richtige Oberösterreicher und ja, ich finde das eigentlich voll cool, damit wir mal wieder so eine coole Musik in Oberösterreich haben. Verstehst du alles, was sie singen in ihren Texten? Noch 3-4 Mal anhaken schon, ja. Ist der Lukas Blöchel ein Traummann? Ja, schon. Ja, er ist sehr muskulös und ja. Wie wäre es, wenn du seine Freundin wärst? Ja, ich fand das cool, weil mit so einem Superstar, ja. Zeit zu klären, was das eigentlich ist. Eine Luftquetschen, Quetsch die Luft, quetschen, quetsch die Luft, quetschen, quetsch die Luft, quetschen, quetsch und quetsch die Luft, quetschen. Habt ihr das jetzt gesehen? Ja. Super. fehlt nur noch eine professionelle Erklärung des Begriffes Oida. Das heißt, Alter, das ist einfach so ein allgemeiner Begriff, was man öfter sagt. Wie oft verwendest du das? Oft. Ja, also wenn ich irgendwas schockiert sage, ich meistens, sage ich immer Alter oder ja. Wenn ich mit irgendwem rede, sage ich meistens Alter. Was sagen denn deine Eltern dazu? Naja, bei denen sage ich es nicht so oft, also die können es nicht so oft erklären. So schaut's aus im Schneckenhaus. Und falls es nächsten Samstag beim Casting doch leider Nein heißt, dann hat Marlene schon die richtige Antwort parat. Alter, schlecht!